Ich habe schon gehört, das Video ist grundsätzlich wild. Kiss, Marry, Kill mit meiner Mom. Wieder mal cringe. Nati hat wirklich einfach die wildeste Mom im Game. Und ich bin auf dem Thumbnail. Was will ich noch mehr sagen, Digga? Schlimmer wird es heute nicht mehr. Ah, und übrigens, mein T-Shirt ist voll Wasser. Das ist nichts anderes. Nur als kleiner Disclaimer für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich könnte auch mit meiner Mom nie so etwas machen. Ich könnte mit meiner Mom nicht so ein Video filmen. Leute, stürzen wir uns rein, let's go. Das ist ein Favorite. Ja, ja, einfach so optisch ist er halt schon mit Typ gleich am meisten ein Bobby fallen. Okay. Wer hat das können sein? Bin ich das gesehen? Sehe ich ähnlich aus wie der Dad von der Nati? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin es nicht gesehen. Wieso? Hast du so eine Bewahrung? Weil es mich blendet. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meiner... Kleiner Fun-Fact mit der Sonnenbrille. Ich habe, seit ich Sonnenbrille sammle, viel mehr Sonnenbrillen an, weil ich habe das Gefühl, man gewöhnt sich an das dunkle Licht. Meine Augen sind hure sensibel geworden auf helles Licht. Story of my life, ja. Yeah. Mom! Ja, hallo! Hallo! Und ihr habt sicher den Titel gelesen, wir machen ein Kiss, Marry, Kill mit Schweizer Promis, also es sind YouTuber dabei und auch andere Promis, die man einfach kennt, sozusagen, würde ich mal so behaupten. Und weil meine Mom niemand will killen, haben wir es so abgemacht, dass wir sagen, wir dürfen dort die Wüste schicken, oder wie haben wir es gesagt? Ja, irgendwie so. Ich sag's. In die Wüste schicken, Digga. Ich würde den Milo straight in die Wüste schicken. Nein, das ist so ein typisches Schweizer Phänomen. Man nennt das auch Verniedlichung. Aber ja, kann ich verstehen, dass sie das nicht machen will. Meine Mom hat nicht mal beim Video mitgemacht. Gleich noch kurz, nehmt es nicht ernst für die drankommen, möchtet es nur als Unterhaltung und... Oh Mann, Digga. Ich wäre zu gerne in die Wüste gegangen. Scheiße. Ja. By the way, es ist 34 Grad draussen. Wir haben hier 2 Lichter. Es ist fucking warm. Nein, fucking darf man nicht sagen. Also ich will gar nicht so viel labern, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Oh, du bist ja absolut ready. Ich glaube, der Chat, dass die Nati später der Mom von ihr ähnlich wird sehen. Ist so, die Mom von der Nati, so die Nati in alt vom Aussehen. Ich weiß nicht, ob die Nati später so aussieht. Bin mir unsicher. Trainiert. Du bist on fire! So, wir fangen mit den ersten 3 Kombinationen an. Und zwar ist das zum einen der Adi Ah! Ganz ein hübscher Boy. Totoro, Yay! der Michito und der Nicola. Jo. Das ist ja wie Bayern in der deutschen Liga. Es hat einfach keine Konkurrenz. So. Es ist einfach wie die Michaela Schifrin im Slalom. Es ist wie der PewDiePie auf YouTube. Es gibt einfach keine Konkurrenz. Ich meine, so, der Nicola ist doch viel zu jung. Aber wenn ich mich entscheiden, dann würde ich mehr in die Wüste schicken, den Michito in die Wüste schicken und den Nicola Probst, ihn würde ich in die Pubertät schicken. Nicola Probst. Also, ich fange jetzt gerade mal zuerst mit dem Adi an, weil den kenne ich am besten. Also, der liebe Adi. Also, ich muss sagen, küssen würde ich ihn jetzt nicht. Und Mann, das wollte ich jetzt unbedingt machen, aber ja, es wäre schon ganz weird. No front! wegen dem Schnauz. Was? Das gibt's ja nicht. Ich kann abrasieren. Wenn du mit denen küsst, ich kann abrasieren. Weißt du, ich denke, sie sagt das einfach so, aber wegen dem Schnauz. Also weißt du, ich habe ja keine Freundin. Und ich frage mich wirklich manchmal, liegt es am Schnauz? Liegt es nicht am Schnauz? Und dann komme ich am Ende des Tages auf die Lösung, dass es nicht am Schnauz liegt. Aber ich weiss, das weiss ja der Adi, oder? Hat ja schon viele Frauen geschrieben, der Schnauz ist nicht so. Hey, jetzt musst du bremsen. Weil ich kenne den Adi schon ziemlich lang und ich weiss, wie er ohne Schnauze aussieht. Und ich finde, er ist sehr hübsch, er hat schöne Zähne und ein wunderschönes Lachen. Und Es ist, wie es ist. Es sind Fakten, meine Damen und Herren. Es ist no lies told here. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr? Diese Geschichte ist sehr wahr. der Schnauz, ja, also... Aber Hut ab vor dem Adi, was er alles macht. Und ich glaube, der Adi, der wird mal mega berühmt. Und der Adi wird mal reich. Oh. Yes, Digga. Yes. Also an alle Girls. Ich werde reich, die haben es gehört. You heard it here first. Und darum der Adi heiratet. Aber er hat jetzt schon so fette Klunken an den Fingern, oder? Dann, wer haben wir noch? Michito und Nicola. Der Michito. Ja, das ist ein Herziger. Das ist Der küsst mega ein Herziger. Ja, den will ich küssen. Und den Nicola, den kenne ich nicht so gut, aber ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen. Das Video ist, ohne Scheiß, das Video ist echt so falsch. Es kommt einfach alles falsch über. Also das FBI hat einfach so, in dem Moment, wo sie gesagt hat, Michito küssen, einfach durch die Tür reinkommen.
Sehr an einem YouTuber-Treffen kann das sein. Ja, das kann sein. Ich will die Wüste Ich schicken. will einfach die Wüste schicken, sorry Nicola, ich kenne dich noch nicht so gut, aber beim nächsten Video gibt es da wieder eine Chance. Also, ich glaube... Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube einfach, ich will es gleich machen wie du. Ich will es gleich machen wie du. Der Lionel, Oha, Nati. Wo willst du heiraten? der Maelo und der Luca Hani. Mhm. Das sind natürlich diese anderen spannenden Fragen. Ohne Scheiß, der Luca Hani heiraten, weil der das Cash hat. Der Maelo küssen, weil der Maelo einfach ein YouTube-Boy ist. Und ich würde den Lionel killen, weil ich weiss, dass der so Superkräfte hat, dass er sich wieder wiederbeleben kann. Erstens einmal, Maelo, ich grüße dich. Das ist mega wichtig. Er hat gesagt, ich muss ihn mal grüßen. Du bist ja der Schweizer, wie sagt man? Reaction-Boss. Reaction-Boss, Reaktionsboss, genau. Und ich schaue... Das sind sogenannte Falschinformationen. Weil der One and Only Reaction Boss. Ich will ja nichts sagen. Aber das ist jetzt hier, Chat. sehr gerne deine Videos, vor allem wenn du über Nathalie ihre Videos redest. Und er hat immer herzliche Kommentare über mich gesagt, das muss ich sagen. Und darum sage ich jetzt auch etwas mega Positives über dich. Weil ich finde, du bist sehr ein attraktiver und ein freundlicher und ein lässiger und ein cooler. Und ich Ey Digga, wenn wir das nächste Mal ihre Mom sehen, das ist ja schon fast... Stell dir vor, ich tu mich rasieren, sehe sie das nächste Mal und dann kommt sie gerade so... Aber allerdings muss ich sagen, ich verstehe ihn nicht immer ganz gut. Ich bin nicht so ganz schlau im Dialekt. Uff. Ich verstehe es nicht immer ganz, was er sagt. Manchmal braucht es fast ein bisschen Untertitel. Ich habe ihn mal gesehen und er hat mich gefragt, irgendwie, was ich für eine Lehre mache. Und er hat es zweimal müssen sagen und ich habe kein Wort verstanden. Ihn würde ich verheiratet, der Maelo. Wirklich. Den Lionel kenne ich jetzt auch nicht Safe schickt sie in die Wüste Zähne. so gut. Den Luca Hani, ja. Ja, ist noch ein Herz. Das ist jetzt, die sind ja gleich. Sie würde den Lionel in die Wüste schicken und Luca Hani heiraten. Oder hat sie den Maelo geheiratet? Sie würde echt Luca Hani jetzt aus diesen beiden auswählen, weil der mehr Cash hat. Auf der gleichen Waage. Du musst aber gleich auch nicht die Wüste schicken. Dann nehme ich den Lionel zum Küssen und den Luca Hani schicke in die Wüste. Oha. Hey, nein, mir ist es umgekehrt. Also, ich glaube, ich würde glaub, den Luca Hani heiraten, weil er absolut Cash hat. Und das Es sind einfach die Reasons. Eigentlich hart, aber es sind einfach die Reasons, gell? ist einfach, das macht einfach das Einzige, was glücklich macht im Leben, ist halt einfach so, oder? Dann würde ich, glaube ich, den Maelo küssen und den Lionel würde in die Wüste schicken. Peace! Next one ist Can, Michito und Olli Nelson. Also, Can, no front, aber mit der Frisur, die du auf dem Bild hast, straight Wüste. Also, die Frisur ist ja schon die Wüste, von dem her, mit dem Bild einfach wirklich weg, Can. Es tut mir leid, komplett zum Kotzen. Aber wobei, dann müsste ich ja... Dann würde ich den Michito heiraten, weil er wirklich so eine absolute nice Frisur hat. Und Olli Nelson ist auch immer zum Küssen gemacht. Olli Nelson ist einfach so ein Mensch, er ist einfach zum Küssen gemacht. Fangen wir an mit dem Can, weil den kenne ich natürlich am besten. Der Can war mal bei der Nathalie und sie hat so eine Party gemacht, dann hat sie so YouTuber und so eingeladen. Und der Can, das muss ich jetzt einfach sagen, der Can hat am Schluss alles aufgeräumt. Er hat putzt, er hat sogar das WC geputzt. Oh, ist absolut der Ehrenmann. Ja, aber er hat auch reingeschissen. Can hat wirklich alles wieder in die Ordnung gemacht und muss ich sagen, Chat, Applaus für Can. Merci vielmals, Can. Der einzige Can, das war so sein Künstlername. Can. Der einzige, kann ich reden? Can, der einzige soziale YouTuber. ein Mann, der einem im Haushalt hilft. Den musst du heiraten, oder? Übrigens darf ich das auch noch sagen. Der Can kann im Fall nähen mit einer Nähmaschine. Gell, das stimmt? Er kann auch kochen. Unglaublich. Also, Can Unglaublich. Also, unglaublich, wer kann kochen. Das ist wirklich etwas vom Krassesten, wenn man kochen kann. So, das kann so fast niemand auf der Welt kochen. Kochen ist so ganz etwas Spezielles. heiraten, der Ist kann einfach alles, zum Heiraten. der kann alles im Haushalt helfen. Super. Dann haben wir den Michito. Der ist auch so ein Herz. Ja, da verstehe ich mich küssen. Der Oli natürlich, der ist der Wutzelt wie der Sedi. Ja. Ja, das ist auch ein Herziger. Schickst du die Wüste absolut. Also meine Dings wäre, ich glaube, ich muss auch wieder gleich machen wie du. Weil der Olli ist halt irgendwie auch ein bisschen jünger als ich. Und er sieht halt absolut wie mein Bruder aus. Appenzell Innerrhoden sagt man in der Schweiz auch. Als nächstes kommt der Mark, also Nilay. Adi, bist du eifersüchtig? Auf was? Hallo, Carmen?
Nein, ich bin gerade am Streamen. Ich kann Schnauze später schicken. Merci. Was hat eifersüchtig gewesen? Der Stefan Büsser und der Alain Berset. Wir dachten, wir nehmen die Leute mal rein, damit wir auch noch ein paar in deiner Generation haben, damit du auch noch ein bisschen... Also, Ja, sie hat den Markt genommen, dass sie auch noch einen Bauch mit denen haben. Gut. Also, okay. Safe. Also, Zähne würde ich den Alain Berset, die sehen jetzt gerade nicht wegen meiner Cam, aber Zähne würde ich den Alain Berset heiraten, weil der Alain Berset ist echt der Ehrenbruder von Tag 1. Der Büssi, sorry Büssi, du musst in die Wüste Mark rummachen, aber so mit Zungenkuss. zuerst mal der Mark Galaxy, der nicht mehr Galaxy heisst. Also der Mark war natürlich auch schon bei uns gewesen. Eben an diesen Partys, die Nathalie gemacht hat, habe ich ihn auch schon kennengelernt. Er war sehr nett zu mir, sehr höflich. Tun wir den Mark ihn mal küssen. Dann haben wir... Das wird so cringe, wenn man sich das nächste Mal sieht. Oh. noch... der Alain Berset. Der ist ein Herziger, der gefällt mir. Real Talk, wenn ich eine Frau wäre, Alain Berset wäre von mir einfach ein Trauma. Also Alain Berset ist so, er hat so einen guten Job, so, er verdient das Cash, er ist so kulturell interessiert und er ist einfach auch ein schöner Mann, weißt du so. Alain Berset, ich finde Alain Berset könnte aber vom Gesicht her auch Pornos machen. Chat, sehen das auch so, dass der Alain Berset Pornos machen mit dem Gesicht. Aber wenn ich eine Frau wäre, ich würde safe den Alain Berset heiraten. Der ist so sympathisch mit seinem französischen Dialekt. Mega ein Herziger. Ich würde ihn heiraten. Und der Stefan müsst du schicken. Ja, den kenne ich halt. Das ist der so mega gut kann, so Rollbrett fahren und zahlt nicht. Es ist Adrian Vogt, wo gar niemand weiss, dass er Adrian Vogt heisst. Stefan, Hoi. kannst du so gut Rollbrett fahren und so? Rollbrett fahren? Ja? Uhren nicht. Erstmal Weird Flex von Stefan Büsser angelöst. Wirklich nur für einen Flex gemacht. Lul. Aber nein, es ist nicht der, der kann Rollbrett fahren kann. Ja, das hat so leider nicht ganz geklappt. Aber ist halt jetzt Rang 3 bei mir. Sorry, ich kenne die anderen zwei besser. Ich glaube, weil ich den Marc einfach am besten kenne und die anderen halt alt sind, würde ich den Marc heiraten. Der Alain Berset, weißt du, das ist ein guter Sugar Daddy. Und ich würde... ich glaube, ich würde Stefan Büsser küssen und den Alain Berset wirklich in die Wüste schicken, weil er ist halt nicht so mein Geschmack so... Der Flavio Stucchi, der Maelo und der Lionel. Also fangen Safe Flavio heiraten. Maelo küssen wieder mal. Weil das letzte Mal schon ein bisschen kurz gesehen. Und ja, Lionel. wir mit dem Flavio an, also mit dem Stucki, oder? Ja. Ja, der war auch schon bei uns, mega ein witziger gewesen und auch ein freundlicher. Der hat jetzt aber gerade die 80er-Jahre-Frisur, die hat er abgesetzt. Er hat alles abrasiert. Er hat fürs Militär, alles schnell, alles weg. Er ist Alles klar weg. rasiert jetzt. Nein, ich will ihn küssen. Kriegt von mir das Bussi Weil ein. er keinen Schnauze Okay. hat. Er kriegt eins auf den Backen und eins auf die Glatze. Und dann heiraten, ja, dann haben wir halt natürlich wieder den Maelo. Weil das ist ein Herziger. Das ist sein Favorite. Ja, ja, einfach so optisch ist er halt schon ein Typ, gleich am meisten ein Papi fallen. Nein? Ja. Ist natürlich kritisch in dem Moment, wenn jetzt Vanessa zuschaut. Ja, also, wenn er mal fremd geht, der Maelo, wir wissen, wie wem. Aber nein, komm. Lassen wir es sein, Digga. Da kann ich einfach wirklich noch zu wenig. Tut mir auch leid, aber muss nochmal Platz 3, sorry. Ich glaube, ich würde auch den Maelo heiraten, den Flavio küssen und den Lionel in die Wüste schicken. Die nächsten, der Adi Totoro, der Roger Federer und der DJ Bobo. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen bessere Konkurrenz. Jetzt ist nicht mehr so die FC Bayern-Liga-Situation. Safe. Der DJ Bobo heiraten. Nein. Der Roger Federer heiraten, wegen dem Cash. Das Cash. Ihr wisst, was ich meine. Und DJ Bobo küssen, weil es gibt keinen grösseren Flex in der Schweiz, als wenn du mit dem DJ Bobo mal gemacht hast. Wieder mal ein paar alte Säcke am Start. Also ich bleibe meiner Meinung treu, ich heirate wieder den Adi. Der Roger Federer ist mir sympathisch, den will ich küssen. Und der DJ Bobo, ja, der soll in die Wüste einen schönen Song machen. Ich glaube, ich würde den Roger Federer heiraten, einfach weil er Cash hat und weil er... Nati, wirklich, 10 von 10 Gold, Digga. Nati, du hast die exposed in dem Video. Ja. Nati, weil jemand, der viel Cash hat, dann ist sie zufrieden. Okay. Weiß doch nicht. Zwar hat er keine Zeit, das ist scheiße. Ich glaube, ich würde Ja. Roger Federer küssen, dann will ich da die heiraten und will ich halt den DJ Bobo, keine Ahnung. So, wir kommen zu der letzten. Und zwar ist das der Elia, der Joshua und der Can. Also ja, Uiuiui. Alles wirklich 3 Leute, die zum Kotzen sind. Nein, Spaß. Can küssen. Can ist im Chat, das heisst, das ist sogar eigentlich ein Angebot.
ein Angebot mehr. Can küssen, Elia heiraten und der Joshua, ja, Wüste. Den Can haben wir ja schon mal gehabt. Dort habe ich gesagt, heiraten, bleiben wir bei dem. Und jetzt kommen wir zum Joshua, der ist neu. He? Der Joshua war mal bei uns, der war wirklich ganz ein kleiner Bub. Flashback. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. End of Flashback. Und jetzt habe ich gesehen, im Video, habe ich letztens geschaut, hey, der ist ja mega hochgeschossen. Ich tue ihn küssen. Und der Das ist eben so, wenn man Spaghetti ins Wasser tut, dann tun sie sich ausdehnen. Elia, er hat zwar wunderschöne blaue Augen, das habe ich ihn mal gesehen, aber ich kenne ihn nicht so gut und darum ist er auf Platz 3. Sorry. Okay, ich glaube, ich muss es ein bisschen anders machen. Ich würde, glaube auch wieder den Can heiraten, würde den Elia küssen und den Joshua würde ich die Wüste schicken, weil ich einfach am wenigsten mit ihm zu tun habe. So, das ist es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt euch unbedingt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, es ist nicht allzu cringe geworden. Keine Ahnung. Die Videoidee ist mir übrigens vorgeschlagen worden von einer Zuschauerin, also merci viel mal. Ja, vergessen nicht, mich zu abonnieren und natürlich ganz, ganz wichtig, Glocken. Okay. ja. Glocken aktivieren! Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss. Oh ja, nicht let's go! Tschüss! Gut, tschüss. Ciao! Nice Video gesehen, Nati, Digga. Kuss geht raus. Wie gesagt, wenn du willst heiraten, schreib mir einfach, ich kann schon für die Kosten aufkommen und das Gleiche gilt auch für die Mom. Es wird weird, wenn ich das nächste Mal sehe. Es wird weird. My heart just got stuck